Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama, das Spiez. Wir haben folgende Themen heute für euch. 2 Schweizer Musikstars begeistern Kinder und Zuversicht auf dem Kämmerboden nach der verheerenden Flut. Zuerst schauen wir jetzt aber noch auf die News vom heutigen Tag. Forschern gelingt eine kleine Revolution. Dank moderner Computersimulationen ist es zu einem Durchbruch im Verständnis der Lawinenentstehung gekommen. Die neuen Erkenntnisse sollen den Weg ebnen für eine effektivere Risikoprognose. Ausnahmeregelungen für Landwirte. Die Kantone Jura, Neuenburg und Freiburg erlauben per sofort die Beweidung von extensiv und wenig intensiv genutzten Wiesen, die zur Förderung der Biodiversität vorgesehen wären. So sollen Futterreserven für den Winter gespart werden. Die Aare so warm wie noch nie. Das Bundesamt für Umwelt hat im Juli an 11 Messstationen von Flüssen die höchsten Temperaturen seit dem Messbeginn registriert. Bei 22 Stationen ist sogar ein Juli-Rekord verzeichnet worden. Unter der professionellen Anleitung von Walliser Künstlerin Stefanie Heinzmann können junge Nachwuchstalente ihre musikalische Ader entdecken. Dort dazu hat kürzlich in Köniz der Musikworkshop Lion Kids stattgefunden. Vorbeigeschaut hätte auch der Vorgänger von Stefanie Heinzmann, der Luca Henny. Und mit ihr zusammen haben sie dem Kind einen unvergesslichen Tag beschert. Mein Kollege, der Ben Abeckler, hat sich das Ganze angeschaut. Top, die Stimmung ist on point. Schönes Wetter, viele Kinder. Der Luca ist nicht noch besuchen, also ich habe Freude. Ja, ich dachte jetzt, weißt, wenn es so ein bisschen ruhig ist, wenn Fütterungszeit ist, hast du vielleicht von den Raubtieren, von den Raubtieren da hinten. Ja, nein, ich habe nur gedacht, ich komme schnell Hallo sagen. Wie läuft es bei dir? Sag im Fall, es ist schon cool. Es ist wirklich schön mit den Kids. Ich finde einfach, die haben so viel gegeben. Also man merkt richtig, wie sie Freude haben. Oder beim Bandworkshop plötzlich ist ein Bass im Hang und okay, blaue Tasten. Dann merkst du richtig, wie die so ein bisschen zusammen spielen dürfen. Und ich glaube, also, mir persönlich hat das mega gefallen als Kind. Wie war das eigentlich nachher gewesen, wenn du schlussendlich mit ihnen auf der Bühne bist? Das war sicher ganz schön, nicht? Das war wirklich mega schön. Also, sie waren mega aufgeregt natürlich, aber sie haben es so gut gemacht. Ja. Und ich bin jetzt aber gespannt, ich muss erst mal ich habe noch nicht mal den Song gehört. Oh, ja, dann kannst du mir den auch noch zeigen? Ja, zeige ich dir auf jeden Fall. Ich zeige dir die Choreo dazu. Oh, schön. Ja, dann kann ich Steffi mal tanzen. Also, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal erlebe. Whenever you fall in, we're on our way and our time is coming. Also, ich habe es mega schön gefunden und ich wünsche dir in diesem Sinne jetzt noch eine mega coole Reise mit diesen Lion Kids. Dankeschön! Ja, das ist super. Cool, nee, du machst das das toll. Ich freue mich, da deine Nachfolgerin zu sein. Ja, nichts Schöneres als das. Vor rund 3 Wochen ist im geschichtsträchtigen Hotel- und Landgasthof Kämmerboden-Bad zu einer verheerenden Flutkatastrophe gekommen, die so einiges zerstört hat. Die Aufraumarbeiten laufen auf Hochtouren und langsam kommt bei den Besitzern und auch den Angestellten wieder Zuversicht auf. Mein Kollege, der Bruno Stüdle, war vor Ort. Mittlerweile, ihr könnt euch vorstellen, in diesen 3 Wochen haben wir müssen ein Architektenteam, Planer- und Ingenieurteam auffahren in einer Dimension. Wir haben das komplette UG verloren und das komplette EG. Eigentlich die wichtigste Infrastruktur für ein Hotel- und Restaurantbetrieb ist alles im UG und EG. Normalerweise eine solche Dimension, da plant man rund ein Jahr bis 2 Jahre dran, dass man weiss, wie baust du das auf. Wir dürfen das oder müssen das jetzt in 2 bis 3 Wochen machen. Also hier seht ihr jetzt die Dimension von dem, was uns wirklich im Herz getroffen hat. Also das ist enorm. Das ist unser Herzstück. Kochküche, unser Biedermeiersaal und vorne Gaststube. Also im Moment ist immer noch Abbruch. Also wir sind selber erstaunt über, oder
wie viel das man wirklich abbrechen muss. Also das hätten wir nie für möglich gehalten. Oder? Weil wir sehen ja hier wiederum, wie hoch es war. Und darum, die Wände gehen uns an. Also die Wände, die ihr hier noch seht, die müssen alle weg. Und wir gehen auf einen Rohbau zurück hier im Erdgeschoss. Gibt es irgendwie eine Schätzung, wenn das könnte wieder aufgehen? Ja, wir sagen es so, wir tun immer ein bisschen nachjustieren, glaube fast Woche für Woche. Aber man ist nicht so viel weit, dass man weiss, wenn es wieder aufgeht und vor allem, wenn es komplett aufgeht. Ich glaube, dieses Jahr wäre ein bisschen sportlich. Vor allem müssen wir einfach sehen, die ganze Beschaffungsproblematik im Moment beim Material. Ich glaube, das wisst ihr alle, wenn ihr daheim etwas macht, im Moment die Ware kommt nicht. Und das ist einfach ein zusätzlicher Faktor, der uns sicher zurückwirft. Wie viele Mitarbeiter habt ihr gehabt? Also wir sind rund 70 Mitarbeitende, aber auf 45-100% Stellen. Die haben wir alle, die wir alle behalten. Das ist eine grosse Familie und die waren auch sofort zur Stelle und haben geholfen. Und wir können sie behalten zum Glück. Bei den Lernenden haben wir Anschlusslösungen gesucht. Es ist schon so, oder? Eine Betriebsausfallversicherung ist etwas enorm Wichtiges und jetzt, wo wir es erfahren, mehr denn je. Und das ermöglicht uns auch, und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, es ermöglicht uns, die komplette Brigade zu behalten. Das war das wichtigste Commitment, das ich einfach gebraucht habe. Ich habe dort einfach der Versicherung gesagt, ich muss eine Antwort haben, ich muss wissen, was kann ich meinen Leuten sagen. Weil irgendwann ist natürlich die Angst gekommen bei unseren Leuten. Und das war für uns eine enorme Entlastung, wo wir können sagen, euer Lohn ist gesichert und ihr könnt bleiben. Das wäre es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf jungfrauzeitung.ch oder auch in unserer App. Die Kollegen von Meteor News verraten euch jetzt noch, wie das Wetter wird. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Herzlich willkommen bei der Jungfrau Zeitungswetter für den Kanton Bern. Nachdem es die letzten Tage zum Teil unerträglich heiß war, hat es heute eine Abkühlung gegeben. Der aktuelle Luftmassenwechsel ist im wahrsten Sinne des Wortes von vielen heiß begehrt gewesen. Und seien wir ehrlich, eine Abkühlung tut nicht nur der Natur gut. Wie jetzt das Wetter die letzte Woche vom Juli 2022 inklusive 1. August weitergeht, Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern, das kommt jetzt. Ja, am Südrand von einem Hoch über der Nordsee fließt am Mittwoch recht trockene und sommerlich warme Luft zu uns. Lediglich in den zentralen Alpen und im Süden liegt eine etwas feuchtere Luft. Wir starten in den Mittwochmorgen im Flachland recht sonnig mit Wolkenfeldern und Quellwolken. Im Oberland glückt der Startteil sonnig und die Morgentemperaturen liegen um die 14 bis 16 Grad. Es gibt also eine super Gelegenheit, um die Wohnung richtig gut durchzulüften. Am Nachmittag gibt es gegenüber dem Vormittag kaum eine Wetteränderung. So zeigt sich im Flachland recht viel Sonnenschein. Und in den Bergen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu erwarten wir sommerliche Temperaturwerte. In Bern werden es um die 27 Grad. Begleitet werden wir von einem schwachen Nordwind oder von einer schwachen Brise. Und die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 4000 Metern. Auf den Bergen geht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Am Donnerstag gestaltet sich das Wetter erneut recht sonnig mit teils ausgedehnten Schleierwolken. Am Nachmittag müssen wir dann lokal ein steigendes Schauer- und Gewitterrisiko auf dem Radar haben. Am Freitag geht es mit Sonne, Wolken und vor allem am Nachmittag lokal mit gewittrigen Regengüssen weiter. Und ab am Samstag dürfen wir uns auf rechtes sonniges Wetter mit täglich steigenden Temperaturwerten freuen. Aktuell erwarten wir für den 1. August eine ordentliche Portion Sonnenschein und sommerliche Temperaturwerte. Ja, das war schon wieder für den Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin ganz eine gute Zeit. Ade miteinander.